Hallo miteinander, schön sind wir wieder da und machen mit mir ein Yoga. Ich bin der Raffi. Wir werden heute ein paar Crow-Posen machen und uns ein bisschen verdrehen. Ihr braucht nicht mehr als eine Matte und ein bisschen Platz. Dann starten wir doch gerade. Wir starten im Schneidersitz. Schauen, dass ihr möglichst aufrecht sitzen könnt. Falls das nicht möglich ist, könnt ihr auch auf einem Yoga-Block ein Tüchlein oder ein Buch sitzen. Und dann finden wir einen angenehmen Atemrhythmus. Bringen ein bisschen Ruhe in uns. Lassen den Alltag hinter uns. Spüren raus, wie wir uns emotional, spirituell und auch physisch fühlen. Ihr dürft die Augen schliessen, wenn ihr möchtet. Und dann schnaufen wir komplett aus. Wir unterteilen die Einatmung in 3 Teile: Bauch, untere Brust, obere Brust. Schnaufend ein, erster Teil, zweiter Teil, dritter Teil. Halten den Atem und schnaufen wieder komplett aus. Schnaufen ein, erster Teil, zweiter Teil, dritter Teil. Halten den Atem und schnaufen komplett aus. Schnaufend ein, erster Teil, zweiter Teil, dritter Teil. Halten den Atem und schnaufen komplett aus. Noch das letzte Mal. Schnaufend ein, erster Teil, zweiter Teil, dritter Teil. Halten den Atem und schnaufen komplett aus. Wir schnaufen ein, bringen die Arme nach oben. Schnaufen aus, strecken die Arme weit nach vorne. Ein runder Rücken weit nach vorne. Schnaufen ein, strecken die Hände weit nach oben. Beim Ausschnaufen tun wir sie wie ein Kaktus hinten zusammenbringen, die Schulterblätter, und bringen sie wieder führen. Einschnaufen. Dann weit nach oben strecken, ausschnaufen, die Schulterblätter zusammen und wieder rund nach vorne. Einschnaufen, ausschnaufen, nach vorne. Schnaufen ein, die Hände sind oben. Und dann gehen wir auf die linke Seite und machen einen Kreis weit nach vorne. Kommen bei der rechten Seite wieder rauf. Auf die rechte Seite drehen wir uns. Der linke Arm macht einen grossen Kreis rundum. Rechts folgt. Komm wieder rauf. Noch einmal beide Seiten. Lehnen nach links über. Der rechte Arm macht einen grossen Kreis. Der linke Arm folgt. Kommen wieder rauf. Lehn auf die rechte Seite, der linke Arm macht einen grossen Kreis weit nach vorne, der rechte Arm folgt. Dann wirklich grösstmöglichen Bewegungsumfang finden. Und dann kommen wir in einen 4-Füßler-Stand. Und da wärmen wir ein bisschen unsere Handgelenke auf mit Kreisen im Uhrzeigersinn. Und dann auch im Gegenuhrzeigersinn. Da sind ihr frei, was euch gut tut. Probieren wirklich Druck auf die Handflächen zu haben, die Finger greifen in die Matte. Dann umkehren wir die Hände umkehren, dass die Fingerspitzen zu uns zeigen. Und wippen ein bisschen zurück und führen ein bisschen das Gewicht hin und her verlagern. Spüren wirklich raus, was euch gut tut, was braucht ihr, dass eure Handgelenke warm werden.
Dann kommen wir zurück in den Kniestand. Die Zehen könnt ihr aufgestellt oder abgelegt haben, wie es für euch passt. Die Arme lassen wir lang auf der Seite und wir ziehen die Handfläche nach oben. Sieht so aus. Und probieren wirklich möglichst weit rauf. Ich spüre, es geht an einem Punkt nicht mehr weiter. Wenn ihr dort die Finger noch nicht gestreckt habt, dann probieren ab die Finger strecken und voneinander spreizen. Und spüren, wie eure Muskulatur in den Vorarmen und in der Hand oben dran warm wird. Und dann lösen wir wieder. Machen das Gleiche auf die andere Seite, bringen die Handflächen nach oben und probieren so fest wie möglich aufzuziehen. Und dann lösen wir wieder. Kommen wieder nach vorne und wir gehen das erste Mal in Down Dog. Findet euren Platz, findet euren Raum, wie fühlt ihr euch heute? Die Beine bitte strecken und bewegen. Seid ihr vollkommen frei, was ihr machen wollt, was euch gut tut. Mit den Schultern kreisen, Beine ein bisschen mehr bogen oder gestreckt, wie es euch passt. Und von da rollen wir vor in eine Plank-Position. Die Beine wieder beugen und zurück in Down Dog. Schnaufen ein, kommen wieder vor in Plank. Schnaufen aus, zurück in Down Dog. Einschnaufen nach vorne. Ausschnaufen, kommen wir wieder zurück. Noch einmal einschnaufen, Plank. Ausschnaufen, Down Dog. Und von da könnt ihr vorne zum oberen Teil der Matte laufen oder springen oder steigen, wie es euch passt. Und wir finden uns alle wieder in einer Vorbeuge. Lasst die Arme und den Kopf ein bisschen hängen. Spüren unsere Hamstrings. Können die Beine ein bisschen hin und her bewegen, ein bisschen strecken und beugen. Und dann kommen wir von da direkt in einen passiven Squat. Lehnen, sitzen ab und kommen in High Boat, ins Boot. Von da gehen wir in Low Boat. Heisst, der untere Rücken und das Gesäß ist auf der Matte. Die Schultern sind von der Matte. Ihr könnt mit den Armen nach vorne greifen, dass ihr wirklich die Spannung aufbaut. Und von da tun wir mit den gestreckten Beinen zappeln, wie im Schwingen, wie im Kraulen. Drücken wirklich den unteren Rücken fest in die Matte, bleiben stabil. Und je aktiver die Beine sind, je mehr angespannt, je stabiler und einfacher. Machen das noch für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kommt rauf in High Boat. Und wieder zurück in Low Boat. Machen das Gleiche mit den Beinen einfach nach außen. Für 10, 9, 8. Langsam ein bisschen streng. Schaffen wir schon. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kommen in High Boat. Die Schienbeine überkreuzen, rollen führen und steigen zurück in eine Plank-Position. Von da bringen wir uns innerhalb von 10 Sekunden auf den Bauch runterbringen. Wenn das streng für euch ist, dünnt ihr Knie am Boden. Ihr könnt es immer für euch vereinfachen. Für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Landen auf dem Bauch, Beine lüpfen vom Boden, die Arme kommen gestreckt hinten, kommen in Locust Pose.
Auf Deutsch heisst es, glaube ich, Heuschrecken. Sagen wir lieber Locust. Bauchnabel ist reingezogen, Beine ziehen, strecken weit nach hinten, Brust ist vom Boden gelöst und die Fingerspitzen wollen hinten zu den Füßen. Und angenehm probieren den Rhythmus durch die Nase schnaufen, spüren die ganze Spannung und dann lösen wir, bringen die Hände zurück. Kurze Pause, kurze Rollen, können ein bisschen das Becken hin und her schütteln. Und dann kommen wir wieder zurück, Beine lüpfend, die Arme kommen nach hinten, Bauchnabel ist reingezogen. Und halten die Spannung im Rücken. Noch für 5, 4, 3, 2, 1. Bringen die Hände neben die Brust und kommen zurück in Down Dog. Und von da haben wir wieder unseren Weg führen zu den Händen, für ein Laufen, für ein Springen, für ein Fliegen, wie es für euch am besten passt. Sind wieder in einer Vorbeuge, schnaufen ein in die halbe Vorbeuge, ausschnaufen, ganz. Schnaufen ein, bringen die Hände nach oben, die Hände zum Herz. Schnaufen ein und kommen in Chair Pose, in die Stuhlposition. Kommen wir auf die Zehenspitze, sitzen unser Gesäß runter auf die Fersen und von da können wir das erste Mal in Crow. Ich kann Crow machen mit den Knien weit. Ich kann Crow mit den Knien so weit oben wie möglich im Oberarm. Oder ich kann es, wenn ihr bei den Knien mal spürt, Hände gerade oben dran, so wie eine Delle, ein Loch, wo ihr eigentlich könnt den Ellbogen perfekt hineinlegen. Wie es für euch passt, findet eure Crow. Schauen lang. Spüren die Finger, wie sie arbeiten müssen. Falls es nicht geht, könnt ihr natürlich immer ein Bein unten lassen. Aber versuchen euch in dieser Challenge. Wir bleiben noch für 5, 4, 3, 2, 1. Landen wieder. Die Füße kommen auf in Chair. Hände zum Herz. Schnaufen aus, strecken uns. Machen gerne noch eine zweite Runde, dass wir die Crow-Positionen wirklich im Griff haben. Schnaufen ein, kommen in die Chair, Hände zum Herz, kommen auf die Zehenspitze, Gesäß zu den Fersen. Hände platzieren wir vor dem Körper und kommen in Crow. Spüren wirklich, wo euch das Gewicht ist, wie könnt ihr balancieren mit den Händen, mit den Schultern. Und für 5, 4, 3, 2, 1. Landen die Füße wieder, kommen in die Chair, Hände zum Herz, ausschnaufen und strecken uns. Dann findet ihr die Mitte von eurer Matte. Wir kommen, schnaufen ein, bringen die Hände wieder in die Chair. Die Hände zum Herz und drehen uns auf die rechte Seite aus, so fest wie möglich. Die Knie bleiben immer noch parallel. Und dann finden wir den linken Ellbogen, das rechte Knie und öffnen uns noch mehr. Die rechte Schulter aufmachen. Schnaufen in die rechte Hälfte von unserem Brustkorb. Und von da bringen wir das Gewicht in den linken Fuß, kommen auf die rechte Zehenspitze und dann lüpfen wir das rechte Knie nach oben zu unserer Brust und behalten den Kontakt mit dem linken Ellbogen immer bei. Wir halten das Knie dort oben, öffnen aber unsere Arme weit,
Nehmen hier einen Atemzug. Probieren uns gross zu machen. Mit der linken Hand weit nach vorne greifen, rechts weit nach hinten. Kommen wieder zusammen, finden den Kontakt wieder mit dem Knie und kommen zurück in den verdrehten Chair. Kommen zurück in den normalen Chair und stehen auf. Schnaufen ein, bringen die Hände zum Himmel. Schnaufen aus, die Hände zum Herz. Einschnaufen, Chair. Probieren da wirklich weit nach oben vorne zu greifen, einen langen Rücken haben, sitzen tief. Hände zum Herz und wir drehen uns aus auf die linke Seite. Die Knie sind parallel, drehen aus der Wirbelsäule und dann bringen wir die rechte Ellbogen zum rechten Knie. Öffnen unsere Schultern mehr. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch nach oben schauen. Schnaufen in die linke Hälfte vom Brustkorb. Und dann bringen wir das Gewicht auf den rechten Fuß. Linke Fuß. Gehen wir auf die Zehenspitze. Lüpfend das linke Knie in die Brust. Wow. Behalten die Balance bei. Schauen auf die linke Seite, das vereinfacht es euch. Das Knie bleibt, wo es ist. Und wir öffnen die Arme, werden lang, bleiben da für einen Atemzug. Das Knie, das linke geht nicht runter, öffnen uns weit. Bringen die Hände wieder zusammen, finden wieder den Kontakt und kommen zurück in den verdrehten Stuhl, in der Chair. Zurück in die Chair. Schnaufen aus. Einschnaufen, Hände über Kopf, ausschnaufen. Hände zum Herz. Schnaufen ein, Chair Pose. Drehen uns wieder nach rechts aus, so fest wie es geht. Bringen den linken Ellbogen zum rechten Knie. Das Gewicht in den linken Fuß, rechte Fuß lüpft sich wieder. Das Knie und Ellbogen drücken zueinander. Öffnen die Arme weit. Bringen sie wieder zusammen. Finden Kontakt. Zurück in verdrehte Chair. Von da kommen wir auf die Zehenspitze. Gesäß zu den Fersen. Hände landen auf der rechten Seite neben der Matte. Wir kommen in Side Crow. Schauen weit nach vorne. Bleiben da für 5, 4, 3, 2, 1. Rechte Fuß landet. Linke Fuß geht lang zur Matte. Wir kommen mit der rechten Hand zum linken Fuß, strecken den linken Arm weit nach oben. Schnaufen aus, linke Hand zum rechten Fuß, einschnaufen und rechte Hand geht lang. Von da beugen wir das rechte Bein beugen, bringen die rechte Hand zurück in Side Crow. Linke Hand landet, linke Fuß kommt zurück und wir kommen wieder in Side Crow. Von da finden wir unseren Weg wieder zurück in den verdrehten Stuhl. Kommen zurück in normale Chair, schnaufen aus, die Hände zum Herz. Einschnaufen, Hände über den Kopf, hoch zum Himmel, Gesäß angespannt. Ausschnaufen, Hände zum Herz. Kommen in Chair. Drehen uns ab auf die linke Seite. Bringen den Kontakt, rechte Ellbogen links, Knie. Das Gewicht in der rechten Fuß. Linke Fuß kommt vom Matte weg. Und bringen das Knie so hoch auf wie möglich. Kontakt, das rechte Knie, rechte Ellbogen links, Knie drücken zueinander. Öffnen auf. Arme lang, kommen wieder zusammen, suchen den Kontakt, zurück in den verdrehten Chair, kommen auf die Zehenspitze, Gesäß zu den Fersen, landen mit den Händen neben der Matte und wieder in Side Crow.
Für 5, 4, 3, 2, 1. Linke Fuß landet, rechte Fuß geht lang. Linke Fuß, rechte Fuß und der rechte Arm strecken wir nach oben. Wirklich weit nach oben probieren zu greifen. Wechseln Position, rechte Hand, linke Fuß. Linke Arm streckt weit nach oben. Linke Fuß beugt sich. Linke Hand kommt wieder zurück in die Side Crow Position. Rechte Fuß zurück. Und wir lehnen raus in Side Crow, damit wir wieder landen können in unserem verdrehten Chair. Zurück in normale Chair. Ausschnaufen, Beinstrecken, einschnaufen. Hände zum Himmel, ausschnaufen. Schnaufen ein, kommen in die Chair. Hände zum Herz. Drehen uns wieder nach links ab. Kommen. Finden den Kontakt, Knie, Ellbogen, Gewicht in den linken Fuß, rechte Zehenspitze. Lüpfen das Knie ab. Schauen zur rechten Seite. Behalten den Kontakt bei. Das rechte Knie drückt in den linken Ellbogen. Öffnen die Arme. Ein Atemzug. Arme wieder zusammen. Finden Kontakt. Zurück. Kommen auf die Zehenspitze. Gesäß kommt runter zu den Fersen. Platzieren unsere Hände auf der rechten Seite neben der Matte. Linke Oberarm ist in Kontakt mit Oberschenkel und Unterschenkel. Und dann lehnen wir raus in Side Crow. Falls es nicht geht, bleiben wir einfach mit den Füßen am Boden und behalten das Gewicht. Tun das Gewicht so fest wie möglich auf die Arme. Von da landen wir den rechten Fuß landen. Der linke kommt vorne zum oberen Teil der Matte. Strecken die Beine. Bringen die rechte Hand zum linken Fuß und öffnen die linke Hand zum Himmel. Spüren da vielleicht eine leichte Dehnung im Hamstring. Schnuffend aus, bringen die linke Hand zum rechten Fuß und strecken die rechte Hand zum Himmel. Von da beugen wir das rechte Bein beugen, bringen die rechte Hand wieder zurück in Side Crow, die linke Hand zurück, linke Fuß folgt und wir kommen wieder in Side Crow. Landen mit den Füßen diesmal zurück in den verdrehten Chair. Und von da gehen wir gleich weiter. Gewicht in den linken Fuß. Kommen wieder auf mit dem rechten Knie. Die Verdrehung lösen. Bleiben mit dem rechten Knie so weit runter wie möglich. Und dann bringen wir das rechte Fußgelenk auf das linke Knie und sind in diesem Vieri mit dabei. Von da beugen wir uns nach vorne runterbeugen, sodass wir mit der Brust zum Schienbein vom rechten Bein kommen. Platzieren die rechte Hand vor unserem linken Fuß und öffnen die linke Hand nach oben zum Himmel. Ihr könnt zur linken Hand schauen, wenn ihr das könnt. Ich kann es nicht, ich schaue rechts runter. Und dann öffnen wir unsere Brust wieder öffnen, die Schultern übereinander bringen. Die rechte Hand mit der linken Hand ersetzen und bringen den rechten Fuß hinten in Halbmond. Linke Hand ist gestreckt am Boden, rechte Hand ist gestreckt in den Himmel. Und probieren mit dem rechten Fuß weit nach hinten gestreckt, sind aktiv in den Beinen, öffnen eure Brust so gut wie möglich und dann lösen wir, kommen zurück in eine Vorbeuge. Schnaufen ein, kommen auf, die Hände zum Himmel, schnaufen aus, Hände zum Herz, einschnaufen,
Chair Pose. Ausschnaufen, Hand zum Herz. Drehen uns auf die linke Seite. Bringen den rechten Ellbogen zum linken Knie. Das Gewicht bringen wir in den rechten Fuß, linke Fuß lüpft. Sich das Knie nach oben. Lösen den Kontakt und öffnen. Das Knie bleibt oben. Strecken nach hinten und vorne in dieser Verdrehung. Hände zurück. Kontakt finden wir wieder. Kommen zurück in eine verdrehte Chair. Auf die Zehenspitze, Gesäß zu den Fersen. Platzieren unsere Hände auf der linken Seite für Side Crow. Entweder bleiben wir in dieser verdrehten Position oder ihr kommt in Side Crow. Von da landen wir den linken Fuß direkt hinter dem rechten Arm. Rechte Fuß geht lang, Beine strecken sich. Linke Hand zum rechten Fuß. Rechte Hand streckt sich auf den Himmel. Macht euch lang. Probieren so weit auf wie möglich in den Himmel zu greifen. Und dann wechseln wir. Rechte Hand, linker Fuß, linke Hand. Geht auf in den Himmel. Spürend, wie ihr die Beine richtig gestreckt habt und eine leichte Dehnung im Hamstring, im Gesäß. Von da beugen wir das linke Bein wieder beugen. Bringen den linken Arm zurück in Side Crow Position. Rechte Arm. Rechte Fuß kommt zurück. Gehen wieder via Side Crow. Zurück in verdrehte Chair, wo wir wieder das Gewicht in den rechten Fuß verlagern. Der linke Fuß hebt sich vom Boden ab. Kommen mit dem linken Knie auf. Lösen die Verdrehung. Bringen das linke Fußgelenk aufs rechte Knie. Beugen uns nach vorne beugen. Bringen die Brust zum Schienbein. Linke Hand landet vor dem rechten Fuß. Rechte Hand streckt sich in den Himmel auf. Wieder die gleiche Position mit dem Oberkörper, aber andere Beinstellung. Dann die linke Hand mit der rechten Hand ersetzen. Bringen den linken Fuß hinter und kommen in Halbmondposition. Probieren möglichst eine lange Linie von linken Fuß bis zum Kopfhörer. Arm streckt sich nach oben. Kommen zurück. In eine Vorbeuge. Schnaufen ein. Hände zum Himmel. Machen einen Schritt vor zum oberen Teil der Matte. Sitzen ab in einem Passive Squat. Und von da kommen wir auf unseren Rücken. Liegend flach ab. Die Beine, die Fußsohlen zueinander bringen, öffnen die Beine weit. Können das ein bisschen hin und her wippen mit den Füßen. Die Arme bringen wir lang, wie ein T neben uns. Und dann bringen wir den rechten Fuß oberhalb vom linken Knie an. Und noch eine leichte, angenehme Verdrehung zum Schluss vom heutigen Yoga. Finden tiefe Atemzüge. Spüren die Energie, die durch unsere Wirbelsäule geht, wo wir hin und her gedreht haben. Schnaufen ein. Bringen den rechten Fuß wieder zurück. Und der linke Fuß geht oberhalb vom Knie an. Es ist euch überlassen, wie viel
Effort dir da noch reinbringen. Mehr wieder zum ein bisschen runterkommen, den Puls runterbringen, wieder den Rhythmus finden vom Atmen. Kommen zurück, strecken unsere Beine aus und finden unseren Weg in Shavasana. Und spüren die Veränderung, die durch uns durchgeht. Und entspannend. Und dann dürfen wir noch weiter schnaufen in Shavasana. Ich sage schon mal danke, dass ihr heute das Training mit mir gemacht habt. Ich hoffe, das Yoga hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Merci.